SRF 3 Fokus mit dem Hannes Hug. Und mit der Lisa Gehrig, 33, Filmemacherin. Die Anhörung, so heisst der aktuelle Film von der Lisa Gehrig, hat an den Solothurner Filmtag den Preis Soleur gewonnen und zeigt, was uns sonst verborgen bleibt. Nämlich Menschen, die in der Schweiz um Asyl suchen und dabei von Mitarbeitenden vom Staatssekretariat für Migration, kurz SEM, zu ihren Fluchtgründen befragt werden. Lisa Gehrig, ein Film über Migration, da ist bei den einen macht es «Oh nein, Schnarch» und bei den anderen «Migration». Wieso eigentlich ein Film über Migration? Ja, es war am Anfang auch eine Herausforderung, auch bei der Finanzierung des Films und mit der Produktion sozusagen herauszufinden, wie kann man wieder einen Film machen, wo geflüchtete Menschen zu Wort kommen, die eben nicht sozusagen die Reaktionen provoziert. Also wie die Wut oder ja, was soll oder das? Genau, dass man keine Lust mehr hat auf das Thema oder so. Und was mir dann aber sehr wichtig ist und was, glaube ich, auch ausschlaggebend ist für das grosse Interesse am Film, ist, dass es um unser Asylsystem geht. Also etwas, wo wir als Schweizer Bevölkerung alle mitverantworten und aber nicht ganz genau wissen, wie es überhaupt abläuft. Und ich glaube, der Blick in etwas, was sonst im Verborgenen bleibt, das weckt Interesse, wo jetzt sozusagen einfach das Flüchtlingsthema sonst die Leute schon ein bisschen ermüdet sind. Du hast gesagt, ein Film, der wieder die Schweiz hat ja so ein bisschen auch eine Tradition von Filmen, die das Thema Migration behandeln. Also bis zurück in die 70er Jahre. Schweizer Macher, die dann eher etwas Komödiantisches war, mit dem Valo Lüend und dem Emil Steinberger oder «Reise der Hoffnung», «Das Boot ist voll» oder «Vol Special». Wo reist denn du die Filme in diesem Regen ein? Du lachst. Ich habe mir jetzt noch nie überlegt, wo ich den einordne selber. Es ist einfach mein heutiges Bedürfnis, den Film zu machen. Und er steht jetzt halt in der Tradition, weil es ein Schweizer Film ist, der sich mit dem Thema befasst. Ich habe das Gefühl, der Kasper Suber hat das in der WhatsApp auch schön geschrieben, dass der Film mit der radikalen Reduktion ein neues Kapitel aufschlägt. Und das ist sicher auch etwas, was mir wichtig war beim Machen, dass wir auch formal neue Wege suchen mit dem Film. Nicht reportagemässig Geflüchtete begleiten in ihrem Alltag oder so, sondern auch neben dem, dass die Lebensgeschichten erzählt werden, unser bürokratischer Apparat erzählt, wo auf die Emotionen, auf die Lebensgeschichten stoßen und durch das irgendwie auch das Spannungsfeld befragen können. Vielleicht schnell so etwas zum Mechanismus von diesem Film. Du hast jetzt die radikale Reduktion angesprochen. Wir begleiten 4 Menschen, die um Asyl suchen in der Schweiz, die das Gespräch führen müssen, mit 4 Menschen von dieser Behörde, vom Staatssekretariat für Migration, kurz SEM. Du stellst die Szene nachher. Also die Gespräche haben stattgefunden in einer ähnlichen Form. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, dass du es so machst, also dass du quasi einen Teil transparent machst, der sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet? Ja, Asylanhörungen sind nicht öffentlich, also es ist nicht zugänglich für die Öffentlichkeit, wie die genau stattfinden. Aus auch guten Gründen, auch zum Schutz von der Privatsphäre. Von beiden Seiten? Von beiden Seiten, ja. Und gleichzeitig ist es aber sozusagen das Kernstück von jedem Asylverfahren. Also dort wird entschieden, ob jemand bleiben kann oder nicht. Also aufgrund von einem Gespräch sagt man, die Person darf da bleiben oder nicht. Genau. Sie hat nachher die rechtlichen Möglichkeiten zu sagen, ich will es anfechten. Aber man kann eine Beschwerde machen beim Bundesverwaltungsgericht, wenn man nicht einverstanden ist mit dem negativen Asylentscheid. Es ist aber so, dass wirklich das Gespräch beim SEM, dort werden die Fluchtgründe befragt und es wird eine sogenannte Glaubhaftigkeitsprüfung gemacht. Also es wird die befragende Person will herausfinden, ist die Geschichte, die mir da erzählt wird, glaubhaft und ist sie asylrelevant. Und dort, also so eine Glaubhaftigkeitsprüfung ist schon extrem etwas Heikles. Da gibt es sogenannte Realkennzeichen, das kommt aus der Aussagepsychologie. ui, das tönt. Also ob eine Geschichte stimmig ist, ob sie stimmt oder nicht, oder was sind Realkennzeichen? Das ist sozusagen die Art und Weise, wie jemand erzählt, wird ganz genau beobachtet. Und dann es ist eine Liste von 17 oder 19 Punkten, wenn ich da mich richtig erinnere, wo dann zum Beispiel so ist, wenn man chronologisch erzählen sollte und es kommt einem aber immer wieder etwas in den Sinn, was sozusagen nicht in die Chronologie passt. Oder es kommen einem irrelevante Details in den Sinn, also dass man auf dem Weg dahin
habe ich das Tram genommen und dann hat es einen Hund gehabt, der das Männchen gemacht hat im Tram und das ist nicht relevant für die eigentliche Erzählung. Das ist dann ein sogenanntes Realkennzeichen und da gibt es eine ganze Liste davon. Es ist aber natürlich so, dass ja Erzählverhalten extrem kulturspezifisch ist, abhängig von Bildung, abhängig von Herkunft, Kultur. Und dass es darum schwierig ist, das zu beurteilen, wenn man die Kultur nicht extrem gut kennt, wo jetzt eben die asylsuchende Person herkommt und dass es dann dort Missverständnisse gibt, dass dann zum Beispiel eine asylsuchende Person aus Respekt vor der Behörde den Augenkontakt vermeidet und das dann von Seite der Behörde als misstrauisch bewertet wird und als Lüge deutet und so dann auch Asylentscheid können verfälscht werden durch so kulturelle Missverständnisse. Also ich spüre da auch ein bisschen durch, dass du ein gerütteltes Maß an Fragezeichen hast gegenüber diesem Verfahren. Vielleicht können wir ja nachher noch darauf reden. Ich habe am Anfang gefragt, warum eigentlich ein Film über... Und dann hast du gesagt, ich wollte das wollen. Ich wollte diesen Teil zeigen. Wieso? Wieso hast du einen Film machen zu diesem Thema und über das genau, konkret? Also ich habe lange beim Solinetz Zürich, das ist ein Verein, der sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzt. Als Freiwillige bin ich dort engagiert gewesen. Zuerst habe ich Deutsch unterrichtet, das hat mir aber nicht so entsprochen. Ich habe das irgendwie schwierig gefunden. Zum Beispiel hat mich jemand mal gefragt, was heisst eigentlich? Dann habe ich gemerkt, ich komme an meine Grenzen. Und dann habe ich angefangen, Besuche machen im Ausschaffungsgefängnis beim Flughafen Kloten, wo Leute inhaftiert sind, die wo negative Asylentscheid bekommen haben, ohne dass sie eine Straftat begangen haben. Haben dort dann als Abschlussfilm während dem Filmstudium einen Abschlussfilm gemacht über das Gefängnis. Zaungespräche? Heisst ja. Es ist ein recht kleiner, bastelter Film, der mir aber sehr am Herzen liegt, inhaltlich. Ja, und ich habe dann eigentlich schon gewusst, dass mich das Thema Asyl weiterhin beschäftigt. Und ich habe auch so eine stetige Nähe dazu, weil meine Schwester unterdessen Solinetz co-leitet mit dem Malik Rossi zusammen. Und durch das auch viel Kontakt mit geflüchteten Personen. Ich habe im Gefängnis viele Leute kennengelernt, aber auch im Rahmen des Solinetz sonst. Und immer erzählt bekommen von diesen Asylanhörigen und wie herausfordernd das war, teilweise leider auch retraumatisierend oder irgendwie Verständnis gefehlt hat, das Vertrauen gefehlt hat. Und wo ich dann so irgendwann realisiert habe, es gibt wirklich einfach das Gespräch in einem Büro, wo 5 Leute zusammenhocken und die Lebensgeschichten besprechen, hat mich das fasziniert und interessiert und ich habe eine recht ausführliche Recherche angefangen, um mich überhaupt getrauen, den Film zu machen. Also ich habe dann mit vielen geflüchteten Personen reden, die mir von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt haben, aber auch mit SEM-Mitarbeitenden, bis zu etwa mit 35 Leuten können schwätzen, die mal gearbeitet haben beim SEM oder heute noch dort arbeiten. Auch mit Traumatherapeutinnen reden, Migrationsforscherinnen, Juristinnen im Asylbereich. Und so langsam hat sich das Thema mir so aufgefächert. Und je mehr ich gewusst habe, je spannender ist es eigentlich geworden. Jetzt stellt sich natürlich auch automatisch die Frage, woher kommt denn dieses Engagement? Ich frage das nicht zuletzt, weil ganz viele von uns haben eine Haltung zu diesem Thema, die ist total verschieden. Aber viel weniger von uns engagieren sich dann für oder gegen, oder wie auch immer man dem sagen will, in diesem Thema. Wieso ist das bei dir passiert? Weil es ist ja schon früher passiert. Also du hast vor über 10 Jahren zusammen mit Freundinnen von dir einen Chor gegründet für und mit Menschen aus allen Ländern, wo man einfach zusammen singt. Also das ist ja, andere haben andere Hobbys, sage ich mal. Oder? Ja. Also ich glaube schlussendlich, es geht schnell, dass das Engagement oder dass man sagt, die freiwillige Arbeit, dass das für einen selber etwas anderes ist. Es sind dann Kontakte mit Menschen, die man kennenlernt. Das sind dann Begegnungen, die extrem bereichernd sind für einen selber auch, wo einem irgendwie die kleine Welt in diesem braven Zürich irgendwie grösser macht. Schlussendlich fühle ich mich dann auch mitverantwortlich für vieles, was die Leute durchmachen müssen. Ich habe das Gefühl, ich habe viele Privilegien, viele Kapazitäten, die ich teilen kann, die ich kann irgendwie anderen Leuten auch zugänglich machen kann. Es ist eine Mischung zwischen Freundschaft, Verantwortungsgefühl, durchs Anschauen auch ganz viele Missstände erkennen, wo man das Gefühl hat, dass da muss man irgendwie genauer anschauen und darüber diskutieren.
Und dann bin ich auch in einem Umfeld, wo wir uns gegenseitig auch viel erzählen und bekräftigen darin, dass man das wichtig findet. Die Nähe zu meiner Schwester, der Hannah Gehrig, ist sicher auch urrelevant, also weil sie so nah am Thema ist durch die Solinetzarbeit. Das zieht uns immer weiter. Aber das Machen ist ja noch mal etwas anderes als das Feststellen. Also du hast jetzt ein paar Sachen, also mir ist auch das Wort Solidarität, solidarisch sein mit Menschen, denen das Leben nicht einfach so leicht gelingt wie vielleicht uns in der Schweiz. Wie kommt es denn, dass du es wirklich machst? Weil beklagen oder monieren oder sich darüber Gedanken machen, das tun ja noch viel. Ich kann glaube nicht so genau sagen, wieso ich es mache. Ich habe Lust, um das zu machen und es ist gar keine Frage mehr. Aber also, unterdessen ist es wirklich so, dass es Freundschaften sind. Es sind Leute, die ich begleite, weil ich sie sehr gerne habe, weil ich weiss, ich habe die Kapazität und die Möglichkeiten, teilweise unterstützend zu sein. Aber es ist unterdessen auch umgekehrt. Also auch Gespräche mit diesen Menschen sind für mich extrem bereichernd und machen meine Welt grösser und reicher. Es ist darum gar nicht mehr so eine Entscheidung, ich mache das, sondern es ist einfach Teil von meinem Leben. Die Frage stellt sich darum auch, weil es häufig gibt es ja so eine Asymmetrie zwischen Leuten, die Hilfe bekommen und Leuten, die Hilfe geben. Also das Helfersyndrom taucht da auf und so. Hat sich da in deinem Engagement, du bist jetzt 33 wirst 34 das Jahr, im Zug von diesem Engagement etwas verändert? Also bist du vor 10 Jahren anders daran, wo du eben mit dem Chor dich engagiert hast oder in diesem Chor engagiert hast, zu heute? Also ich glaube zum Beispiel so das Wort «helfen» würde ich gerne so mit «unterstützen» ersetzen. Ich habe das Gefühl, im Helfen hat es eben schon so eine Hierarchie drin. Von jemandem, der bedürftig ist und jemandem, der spendet, sozusagen. Genau, ja. Und das Unterstützen ist eher etwas man hat eine gemeinsame Basis, man lebt und wohnt im gleichen Land und hat verschiedene Möglichkeiten, sich dort zu bewegen, teilzuhaben. Und es hat sich sicher fest verändert, sozusagen, dass am Anfang hatte ich viel Unsicherheiten im Kontakt mit asylsuchenden Personen, sicher auch viel Fettnäpfchen immer wieder reingelaufen, so im Umgang miteinander. Einfach weil man unterschiedlich ist, man hat andere Herkunft, man hat andere Traditionen. Also kannst du da ein Beispiel machen? Etwas, wo die Art, wie man kommuniziert. Also sozusagen, dort bin ich einmal unsicher gewesen, weil oft ich immer die bin, die angefangen hat mit dem Kontakt, mit nochmal schreiben, ob man sich wieder sieht oder ob die Person wieder in den Chor will kommen oder so. Und habe mich aufdringlich gefühlt, bis ich gemerkt habe, das ist eine Unsicherheit von der anderen Seite. Sie will ja nicht aufdringlich sein. Dann so kleine Sachen, dass man irgendwie jemand nicht kommt und es stellt sich heraus, die Person kommt nicht, weil sie nicht weiss, wie der Ticketautomat zu bedienen ist und sich nicht getraut zu fragen, weil sie nicht will zur Last fallen. Also so kleine Alltagsmomente, wo man dann herausfindet, sind Herausforderungen da im Alltag in der Schweiz, wenn man neu da ist, wo wir gar nicht mitdenken als Grund dafür, dass man zum Beispiel nicht auftaucht. Also hast du auch ein anderes Verständnis gewonnen, wirklich im Sinn vom Verstehen, dass das Leben hier auch anders kann sein für jemanden oder anders ist für jemanden, der nicht einfach hier aufgewachsen ist und mit diesen Codes und Gepflogenheiten kann umgehen. Ja, da habe ich sicher viel dazu gelernt und lerne immer noch viel dazu. Und ich glaube auch Umstände verstehen, also sozusagen die Ursprünge von zum Beispiel jetzt Personen, die kriminalisiert werden die ganze Zeit, irgendwie die Umstände wissen, die wohnen teilweise in Bunker unterirdisch über Jahre hinweg, haben keine Möglichkeit, haben irgendwie 7,50 Franken oder 8,50 am Tag, haben keine Möglichkeit, sich ein ÖV-Billett zu kaufen und Essen einkaufen und dass man dann einen Buß bekommt, weil man schwarz fährt, dass das sozusagen die Umstände und die Ursprünge verstehen vom Handeln der Leute. Und dass das unsere Systeme sind, die die Leute teilweise auch zwingen, dazu so zu handeln. Das ist ja etwas Interessantes, was du ansprichst. Also oft ist quasi der Medialniederschlag vom Thema Migration dann eben die Menschen, die delinquieren, was rein statistisch ein verschwindend kleiner Teil ist von den Menschen, die überhaupt da sind. Man sieht irgendwie, also die Relation zwischen der Realität und dem, was wir als Realität wahrnehmen, ist auch ein grosser Unterschied. Wie gehst du denn um mit dem? Weil Menschen sind überall verschieden, oder? Also es gibt auf der ganzen Welt bessere und weniger gute. Wie ist es denn für dich? Weil das klingt ja auch so ein bisschen nach einer, ich sage jetzt mal, Erfolgsgeschichte. Und ich bin in dieser Szene, setze mich auseinander mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern. Und ja, es
tönt ja auch schön zum Teil. Aber es ist ja nicht nur schön. Nein, also logischerweise gibt es auch unter Asylsuchenden Personen, Menschen, die mir weniger sympathisch sind oder wo mich stört, wie sie sich verhalten. Ich finde es aber völlig verkehrt, das Gefühl habe, bei dieser Bevölkerungsgruppe müssen alle super freundlich und wohlwollend sein. Das ist irgendwie abstrus, die Anforderung an die Leute. Ja, und das ist wie klar, es gibt dort auch Leute, wo ich jetzt nicht privat anfange, mit ihnen in Kontakt zu sein. Genauso wie es bei den Schweizerinnen und Schweizern der Fall ist. Und mein Eindruck ist schon, dass sozusagen einfach, das ist ein bisschen Sündenbockpolitik, das ist Problembewirtschaftung, wo auf den Schultern von den Asylsuchenden gemacht wird. Eben, weil, wie du gesagt hast, das sind wenig Leute, die sozusagen im Vergleich zu der Schweizer Bevölkerung, die da sind und sie haben das Recht, ihre Geschichte zu erzählen und Schutz zu bekommen, wenn die Geschichte asylrelevant ist. Und ich glaube, dort muss man genau anschauen und nicht populistisch irgendwie Stimmung zu machen gegen die Leute. Also auch so ein bisschen Vielfalt aushalten, Komplexität aushalten, das ist schon etwas, was gefallen ist im Kontext mit der Besprechung zu deinem Film. Was hat denn dich diesbezüglich auch geprägt? Also weißt du, was du sagst, das habe ich schon als Kind gehabt oder mir ist es immer, oder ist das zu einfach gefragt? Ich weiß nicht, also das mit der Komplexität aushalten, würde ich jetzt mit meinem Vater verbinden. Das ist sicher etwas, was er früher sozusagen uns mitgegeben hat. Differenziert bleiben, Komplexität aushalten, Ambivalenzen irgendwie aushalten, auch, also aushalten, dass die Sachen manchmal nicht aufgehen, dass es widersprüchlich ist, was man fühlt und was man denkt. Und das ist sicher auch bei solchen Themen, finde ich, ganz wichtig. Es gibt keine einfachen Lösungen, das heisst aber nicht, dass man nicht Fragen stellen oder das Problem ansprechen. Und das ist auch, was ich mit dem Film probieren wollte, einen gemeinsamen Boden an Informationen zu schaffen, der dann Diskussionen eröffnet. Du hast jetzt deinen Vater erwähnt, du kommst aus einer Familie, deine beiden Eltern beide sind Akademiker. Dein Vater kommt ursprünglich aus Deutschland. Hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass du schüttelst den Kopf, aber ja, wenn jemand aus einem anderen Land hier einwandert, dann sieht ja die Person Sachen anders. Und vielleicht hat auch dein Vater dir ab und zu gesagt, verstehe ich nicht, verstehst du es? Habe ich jetzt nie gemacht, die Verbindung. Mein Vater ist über 45 Jahre in der Schweiz. Ja. Nein, sehe ich keine Verbindung. Okay. Du bist in Kilchberg aufgewachsen. Das ist eine hablige, wohlhabende Gemeinde am Zürichsee, wo das Thema Migration grossmehrheitlich, sage ich jetzt mal, Expats betrifft. Es hat viele Menschen, die dorthin kommen, die eine kurze Zeit da sind, die über das nötige Portemonnaie verfügen. Das ist aber eine andere Form von Migration. Wie bist denn du konfrontiert gewesen, vielleicht als Kind, als Jugendliche, mit Menschen aus anderen Ländern? Also ich glaube, wo ich noch in Kilchberg gewohnt habe, es sind noch nicht ganz so viele Expats in Kilchberg gewesen. Ich habe jetzt nie eine Verbindung gemacht zwischen meiner Nähe jetzt zu der Asylthematik und dem Ort. Darum frage ich jetzt. Das ist jetzt genau. Ich habe das Gefühl, es ist sicher in meinem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, in meiner Familie immer so gewesen, dass man die Unterschiede nicht gemacht hat oder sicher nicht bewertet hat. Es ist ein sehr diverses Umfeld gewesen, wo ich drin aufwachsen durfte. Das hat sicher auch Berührungsängste verhindert oder neugierig gemacht, auf was für verschiedene Leute in diesem Land leben. Also du bist auch immer offen geblieben. Ich frage das nicht zuletzt, weil man ja vielleicht gerade so als Teenager oder so ist man vielleicht radikaler und sagt, da ja, da nicht. Ist denn das bei dir, weil du vorhin hast gesagt, Komplexität aushalten, habe ich auch vermittelt bekommen von meinen Eltern, namentlich jetzt von meinem Vater mehr. Das tönt ja so nach einem sehr reifen, überlegten, reflektierten Kind. Bist du das gewesen? Nein, ich war sicher überhaupt nicht immer reflektiert. Auch nicht wild. Aber ich weiss irgendwie nicht mehr so genau, wann das angefangen hat, mit dieser Art über Sachen nachzudenken. Ich bin jetzt aber nicht sonderlich wilde Jugendliche oder so. Reden wir noch ein bisschen über deinen Film. Du hast vorhin gesagt, ich habe mit vielen Leuten Gespräche geführt vom SEM. Ich habe mit Asylsuchenden Gespräche geführt. Ich habe mit Traumatherapeutinnen und Therapeuten Gespräche geführt.
Ich stelle mir vor, das war nicht ganz einfach, den Film überhaupt aufzugleisen. Auch, wie hat denn das Staatssekretariat für Migration reagiert auf deine Anfrage? Hast du überhaupt eine gemacht? Also angefangen habe ich nicht mit der offiziellen Anfrage bei der Kommunikationsleitung, weil mir ist es wichtig war, einen anderen Zugang zu bekommen, eben um auch andere Erzählungen zu hören, als einfach einen offiziellen Standpunkt vom SEM. Ich habe dann jemanden kennt, also so ein Netz aufgebaut von Leuten und dann so mit verschiedenen können schwätzen, aber immer sozusagen nicht offiziell. Ich durfte teilweise Aufnahmen machen, die aber nicht dann gebraucht werden für den Film. Und irgendwann ist dann SEM auf mich zugekommen, weil sie gehört haben, dass jemand ihre Mitarbeitenden anschreibt. Und ab dann sind dann sie jeweils im CC gewesen, wenn ich im Kontakt war mit Leuten, die aktuell noch bei ihnen arbeiten. Es war aber schwierig, einen Zugang so zu finden zum SEM, dass ich das Gefühl habe, mir wird wirklich erzählt, was dort tagtäglich für Arbeit gemacht wird. Also, dass man nicht das Schönwetterprogramm verkauft? Ja, also es war schon ein Unterschied zwischen den privaten Gesprächen, die ich in den Cafés geführt habe mit Leuten, die dort arbeiten, und dem ersten offiziellen Interview mit Mitarbeiterinnen vom SEM. Es war aber dann so, dass, wo der Film finanziert war, wo klar war, dass wir diesen Film machen, SEM auch Bereitschaft eben gezeigt hat, dass 2 Mitarbeiterinnen, die noch aktuell beim SEM gearbeitet haben, beim Film haben können mitmachen. Der Kommunikationsleiter vom SEM, der Reto Kurmann, ist dann an Dreh gekommen, einmal auch schauen, was wir machen. Und sie haben den Film, wo er fertig geschnitten ist, geschaut. Und wir haben einfach gesagt, wir sind bereit zu diskutieren, wenn es Sachen gibt, die ihr als verfälschend war, würdet nehmen oder so. Es hat nicht stattgefunden. Also wir haben kein Eingeständnis gemacht für SEM, haben nichts müssen löschen oder ändern. Wichtiger war es, dass es für alle Protagonistinnen stimmt, sowohl auf Seite von Asylsuchenden wie auch von SEM-Mitarbeiterinnen. Und wir haben dann, wo der Film fertig geschnitten ist, auch ein Screening gemacht mit allen, die kommen können und sonst dann separate Screenings, um den Film mal zu schauen, um darüber zu reden, haben wir ein Veto, stimmt etwas so nicht. Einfacher für mich war es sicher auf der Seite der Asylsuchenden. Ja. Protagonistinnen suchen, weil 2 von ihnen bin ich schon befreundet mit ihnen. Mit dem Jafar habe ich im intergalaktischen Chor gesungen. Also Jafar ist aus Afghanistan? Genau, ja. Mhm. Wir haben lange zusammen gesungen und darum schon auch ein gewisses Vertrauensverhältnis gehabt. Die Victoria kenne ich, das ist eine Frau aus Nigeria, weil ich zusammen mit der Hanna, meiner Schwester, sie begleitet habe in ihrem realen Asylverfahren. Und die anderen 2, der Pascal und Smiley, habe ich für den Film kennengelernt. Und sie dann aber auch mehr, also oft getroffen, um sich kennenzulernen, um eine Vertrauensbasis zu haben, um den Film dann zusammen zu machen. Das Bestechende an deinem Film ist ja, dass er nicht Partei ergreift für eine Seite. Er zeigt nur. Das scheint mir auch etwas, was nicht so leicht zu bewerkstelligen ist. Du lachst. Wie hast du das geschafft? Wie hast du das geschafft? Also es ist sicher mir sehr wichtig, dass ich keine moralischen Urteile fälle oder politische Bewertungen mache. Ich glaube natürlich, dass der Film eine Haltung hat. Das ist nicht zu vermeiden. Ich wähle ja aus im Schnitt, was ist in dem Film drin. Es ist nicht ein ganz neutraler Film. Was aber für mich sehr wichtig ist, dass er also ein breites Publikum findet und nicht sozusagen kann in die linke Schublade von, es ist jetzt ein Aktivistinnenfilm, das interessiert uns nicht, sondern dass es eben ein informativer Film ist, der aufzeigt, wie so eine Asylanhörung stattfindet, was es jetzt für Probleme gibt, was es für Herausforderungen gibt, für alle Seiten, für alle Beteiligten. Es war sicher herausfordernd für mich am Dreh und im Schnitt, mich ein Stück weit zurückzunehmen und meine Haltung, meine ethisch-moralischen Fragen irgendwie zu sagen, die sind jetzt da nicht in erster Linie relevant. Das hättest du aber können machen und sagen, ich will einen tendenziösen Film machen. Warum hast du nicht? Weil ich das Gefühl habe, es ist wertvoller, ein Film, der das nicht vorwegnimmt. Also, es ist ja zum Glück so, dass der Film jetzt besprochen wird, dass im Nachhinein man kann die Diskussion führen. Ich glaube aber, es bringt weniger sozusagen für die Sache, wenn ich einfach meine Meinung rausbäge und nachher kann zufrieden sein mit dem. Es wäre zu einfach. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Credo vom Filmemachen für dich. Also das heißt, ich will es eher als Diskussionsbeitrag machen. Ja, also ich glaube, ja, also dass man
dass etwas aufmacht und nicht zumacht, ist mir sicher wichtig. Und ich habe das Gefühl, der Film ermöglicht Dialog, wo sonst eben einfach die Meinungen aufeinander prallen und überhaupt nicht aufeinander eingehen, irgendwie die verschiedenen Perspektiven einfach starr bleiben. Und ich glaube eigentlich, es ist interessant, wenn Meinungen fluid sind und eine Diskussion auch eine Meinung kann verändern kann. Und für das muss man irgendwie offen sein dafür, einfach mal die Fragen anzuschauen, auch wenn man noch keine Lösung weiss. Mhm. Das verändert sich ja für mich jetzt als Betrachter von diesem Film auch während dem Film, weil wir haben vorhin quasi, du hast gesagt, Unterstützung statt Hilfe. Wir haben quasi Personen, die um Asyl ersuchen. Also die bitten eigentlich darum, sie werden befragt, um zu überprüfen, ob sie denn das dürfen. Und die Leute, die sie befragen, sind ja auch in ihrer Position. Das sind also die dann Daumen rauf oder Daumen runter machen. Jetzt hast du in diesem Film die Situation umgekehrt. Das heisst, also zuerst kommen die Leute, die befragt werden, die um Asyl ersuchen, und nachher sind die in der Position, die die anderen befragen. Und dort passiert als Zuschauer viel mit dem, weil man merkt dann, aha, das kann man ja nicht so einfach machen, dass man dann aus dem Gedächtnis wiederholt, was man da jetzt gefragt wird. Und man muss ja, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, eine gute Falle machen, um überzeugend zu wirken. Das ist ein interessanter Kniff, der sicher auch hilft, den Film noch mal anders zu verstehen in die Richtung. Wann ist dir denn bewusst worden, dass du es so machen musst oder dass du es so machen willst? Es ist so in den Vorgesprächen, in den Recherchegesprächen mit jetzt den 4 asylsuchenden Protagonistinnen vom Film, habe ich immer als Abschlussfrage gesagt, ja, wenn ihr könntet wählen, welche Position hättet ihr am liebsten innerhalb von dem Anhörungssetting? Und die Reaktionen von ihnen sind einfach unterschiedlich, aber bei allen lebendig und irgendwie es hat so gewirkt, als wäre die Vorstellung befreiend, dass sie eben sich mal aus der Rolle von der Bittstellerin, von der jetzt muss Pflichten hat, muss ihre Geschichte erzählen, rausgehen und auch eine andere Position können einnehmen. Also Smeili hat zum Beispiel beim ersten Mal, als ich sie das gefragt habe, müssen lachen und gesagt, sie wäre am liebsten Protokollführerin. Einfach weil das sozusagen etwas ist, was man einfach ausführen kann. Muss man vielleicht auch noch schnell sagen, es hat jeweils auch noch jemand, der Protokoll macht und jemand, der übersetzt. Also es sind nicht nur 2 Leute zu sehen, sondern 4. Genau. Und der Asylentscheid wird gefällt aufgrund von dem schriftlichen Protokoll. Das heißt, es ist extrem wichtig, was verschriftlicht wird. Darum werden teilweise auch die Emotionen oder die Handlungen mitprotokolliert. Also wenn eine Gesuchstellerin lacht, wird das so ins Protokoll genommen. Auch dort gibt es ein Missverständnis, wenn jemand aus Verlegenheit lacht und nur steht, die Gesuchstellerin lacht. In einem komischen Moment kann man dann sagen, das ist doch unglaubhaft, man lacht doch nicht, nachdem man von so etwas Schlimmem geredet hat oder so. Wir lachen ja manchmal aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ja, und es ist wie sozusagen, also von der schriftlichen, gesprochenen Sprache in ein schriftliches Protokoll. Zusätzlich wird es noch übersetzt. Also es sollte Wort für Wort übersetzt werden, aber dort fällt natürlich auch viel zwischen den Zielen durch, weil interkulturelle Übersetzung eigentlich wichtig wäre teilweise. Also ja, es ist sehr fehleranfällig, einfach der ganze Prozess von diesen verschiedenen Übersetzungsphasen. Es gibt eine Situation, wo man gut merkt, auch wie kompliziert, sage ich jetzt mal, das Verfahren auch ist. Es geht darum, dass die eine Protagonistin eine Träne hat und dann geht es darum, wird die Träne trocken getupft oder wird die Träne, also es geht dann um Kinkerlitzchen in der wörtlichen Übersetzung von was jetzt da eigentlich passiert und dann merkt man auch, aha, weil es geht ja darum, darf die Person da leben oder muss sie wieder gehen? Also was hast denn du aus dem heraus für dich auch mitgenommen, wo du sagst, ich bezweifle die Qualität von diesen Gesprächen, sage ich jetzt mal, stelle jetzt einfach mal so in den Raum. Was könntest denn du dir vorstellen, wie man das anders machen könnte? Also, das ist eine schwierige Frage. Ja. Da beißt es sich auch ganz... Das muss ich vorausschicken, aber es ist mir durch den Kopf gegangen. Wenn man so nah dran ist, hat man vielleicht die Idee, wir könnten es auch mal so versuchen zu machen. Also es ist so, dass ich will nicht konkrete Verbesserungsvorschläge machen. Ich habe das Gefühl, ganz viele Probleme liegen auf dem Tisch. Es sind irgendwie auch von NGOs eben schon ganz deutlich formuliert auch. Ich glaube auch, dass SEM wüsste, was alles für Baustellen gibt. Wenn sie wollen, das ändern, dann bräuchte es Ressourcen, um das zu machen.
Ich kann nur so ein paar Stichworte geben, die aber sicher unvollständig sind. Also der Umgang mit Trauma ist sicher extrem ungenügend. Die meisten asylsuchenden Personen sind aus unterschiedlichsten Gründen schwer traumatisiert. Und eine Traumatisierung beeinflusst das Aussageverhalten. Mhm. Das heisst, wenn es existenziell wird, dass man seine Lebensgeschichte muss erzählen muss, ist es auch wichtig, dass man die Möglichkeit bekommt, sie so zu erzählen, wie das von ihnen gefordert wird. Und wenn jemand, Also adäquat so. Genau, und wenn man aufgrund des Trauma Erinnerungslücken hat oder Sachen nicht mehr kann erzählen, weil man riskiert, retraumatisiert zu werden, und das Gegenüber nicht mal weiss, dass die Traumatisierung da ist, weil das nicht festgestellt wird, weil es keine psychologische Unterstützung gibt, dann verfälscht das die Aussage. Möglichkeiten der asylsuchenden Personen und dementsprechend auch die Asylentscheid. Dann ist zum Beispiel eben die Übersetzung, also die ganze Verdolmetschung, ist eine riesige Blackbox. Da können Fehler passieren, wo auch ein Problem sind. Dann, wie ich schon gesagt habe, ist es Aussageverhalten kulturspezifisch, bildungsspezifisch. Auch dort gibt es Möglichkeiten, das genauer anzuschauen, andere, präzisere Länderkenntnisse zu haben auf Seite von befragenden Personen. Mhm. Aber ich finde natürlich viel grundsätzlicher, kann man darüber diskutieren, ist unser Flüchtlingsbegriff noch zeitgemäß, müsste der nicht ausgeweitet werden? Ist es richtig, dass auch Arbeitsmigration über das Asyl sozusagen über eine Leiste, ja. Mhm. Es macht überhaupt keinen Sinn, da bräuchte es irgendwie andere Möglichkeiten. Kontingent für Arbeitsmigration aus dem globalen Süden. Also es ist eigentlich ein Reformvorschlag, den du da schon präsentierst. Nein, eben, ich will... Also ohne konkret sein, aber Ja. so gewisse, ja. Also Es zeigt sich ja in deiner Schilderung, was für eine unglaubliche Verantwortung und was für einen Druck auf allen Beteiligten lastet. Und das wird ja in deinem Film auch klar. Es sind ja nicht einfach die Guten und die Bösen oder so, sondern es zeigt, was für uns als Gesellschaft auch für eine Verantwortung da eigentlich im Raum steht. Und wir delegieren es einfach an das Amt, ja, oder? also ich glaube, eben so kleine reformistisch zu sein, das will ich eigentlich nicht. Also mir geht es viel grundsätzlicher darum, dass wir darüber nachdenken muss, wie übernehmen wir die Verantwortung, die wir haben im Umgang mit Migration und Flucht heute. Und so wie das jetzt auch an der Aussengrenze passiert, also dort ist sozusagen, wird ganz vielen Leuten werden die Grund- und Freiheitsrechte untergraben. Die Leute haben, es ist überhaupt nicht gewährleistet, dass die Leute können überhaupt Schutz beantragen, Asyl beantragen. Die Leute sterben auf dem Weg dahin. Und es ist wie systemimmanent, das Untergraben von diesen Rechten der Leute. Es ist jetzt gerade ein Bericht rausgekommen von Médecins Sans Frontières, also der NGO, die auch sagt, es gibt ganz viele Leute, die sterben, die gefoltert werden mit System. Also das ist sehr ernst zu nehmen eigentlich. Also wir schauen alle zu dabei, wie an unseren Aussengrenzen also Tausende von Leuten sterben, allgegenwärtig, immer, jeden Tag. Und man weiss es. Und sozusagen die Empörung ist wie einfach ermüdet, abgeschlafft. Politische Entscheidungsträgerinnen tragen mit, dass es ständig Verschärfungen gibt, dass auf Schultern von Leuten, die flüchten, Politik gemacht wird. Also ja, mich ich spüre es. Ich spüre es auch. Also wie das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber geht es dir besser durch das, dass du den Film hast gemacht, dass du einen Beitrag hast können leisten zur Diskussion? Wenigstens. Ja, also ja. Es ist, weil wir sind ja alle irgendwie gefordert und auch mit einer gewissen Ohnmacht ausgestattet. Also es ist sicher so, dass es jetzt für mich persönlich ist sehr wertvoll, dass ich den Film machen und dass er jetzt so viel Sichtbarkeit bekommt, durch die Aufmerksamkeit auch irgendwie das Gespräch angeregt wird, eine Diskussion angeregt wird. Ich habe auch die naive Hoffnung, dass das etwas Kleines kann bringen, dass dort irgendwie einzelne Mitarbeiterinnen vielleicht ihre Rolle noch mal hinterfragen, empathischer die Anhörungen durchführen. Offenbar hat der Bundesrat Beat Jans schon gesagt, es gibt eine Pflichtvisionierung, man muss den sehen. Er hat nicht gesagt, eine Pflicht. Nein, das sage ich jetzt. Er ist noch schauen, aber hat eine Woche später ja seine Verschärfungen angekündigt. Also, das hat mich dann leicht frustriert. Politische Alltagsrealität. Ja, also es ist schade, dass ein SP-Bundesrat sich so bei den Rechten
biedert und ich finde es sehr problematisch, die Verschärfungen, die dort angekündigt worden sind. Kommen wir noch mal zurück zu dem Gefühl auch von dieser Ohnmacht. Also wie gehst denn du sonst mit dem, wenn du mit dem Thema schon so stark auseinandersetzt? Das ist ja auch starker Tobak, wenn du mit Leuten redest, die ganz schlimme Sachen erlebt haben und so. Das macht doch etwas mit dem, oder? Ja, es macht sicher etwas mit einem, aber ich habe das Gefühl, es ist ja nicht so, dass wir nicht alle wüssten, dass dass extrem viel Schlimmes passiert. Mir hilft es, wenn ich im Austausch bin mit diesen Leuten, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es gibt auch Gemeinsamkeiten, man kann sich eben gegenseitig unterstützen, anschauen, probieren, irgendwie handlungsfähig zu bleiben, trotz diesen Ohnmachtsgefühl. Was hat sich für dich verändert durch das Machen von diesem Film? Also weißt, hast du auch eine andere Sicht bekommen? Bist du gelassener, radikaler, milder? Ich weiss es nicht. Ich glaube, je mehr ich weiss, je radikaler werde ich tendenziell. Einfach weil eigentlich, also bei allen Gesprächen, die dazukommen, tun sich ja immer noch mehr auf, wie komplex das ist, welche Zusammenhänge es gibt und wie die Zusammenhänge teilweise einem dann auch, also weil es so komplex ist, hat man dann Lust, einfach nicht mehr darüber zu reden, weil es anstrengend ist. Oder also so. Wie frei vom Thema mal? Also frei haben von diesem Thema? Ja, genau, so. frei haben von diesem Thema. Ich habe den Impuls eigentlich nicht. Also ich habe auch gerne die Diskussionen. Ich werde auch gerne kritisiert jetzt für das, was ich mit dem Film versuche anzustoßen. Ich finde das belebend und wertvoll für eine lebendige Gesellschaft. Du hast einen Film gemacht über Leute, die befragt werden, dann selber von befragt Werdenden zu Befragenden werden und die Rolle umkehren. Jetzt bist du in der Situation, wo du befragt wirst. Wie ist das für dich? Du bist ja jemand, der gerne beobachtet. Ja, ich bin nicht so gerne so öffentlich. Für mich ist es ein Stress. Ah ja? Also eher, ja. Und es ist ja schon so, wer fragt, hat Macht. Das ist auch im Film also das sieht man eben auch bei diesem Rollentausch. Es ist, durch den Rollentausch werden Machtverhältnisse veranschaulicht und das hat einen rechten Erkenntnisgewinn, finde ich. Und das erlebe ich jetzt auch, wenn ich Interviews gebe oder so, dass es ja, man muss ja irgendwie genügen oder man will es gut machen, man muss aufpassen, was man sagt, man weiss, es wird aufgenommen. Es ist öffentlich. Es ist öffentlich. Ja, es ist eine Drucksituation, die jetzt aber in meinem Fall ja harmlos ist. Also es geht nicht um mein Leben, es geht nicht um Leben und Tod. Und trotzdem spüre ich schon den Druck und in Asylanhörigen ist das einfach, ja, dort ist es existenziell. Ja, und du siehst natürlich dein Engagement für die Sache, also weil du ja den Film hast gemacht und jetzt willst du natürlich auch, dass man den Film geht schauen, dass man, ja. Ich habe gesagt, Preis Soleur, jetzt ist er nominiert für den Schweizer Filmpreis als bester Dokumentarfilm. Ich habe noch einmal gelesen, dass du hast gesagt, ja, der Preis bedeutet mir eigentlich nicht so viel. Hauptsache die Leute gehen den Film schauen, weil das Thema wichtiger ist. Was macht denn die Preisnominierung? Ich meine, du bist auch ein Mensch, hast auch ein Gefühl, wo Eitelkeit und so weiter. Du bist ja nicht frei von dem. Kannst du mit dem umgehen oder findest du, nein, ich will nicht? Nein, ich freue mich natürlich. Also es ist eine riesige Ehre und eine grosse Freude, so mit dem ersten langen Dokumentarfilm so viel Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen für die Arbeit. Das ist klar, freue ich mich sehr fest über das. Es sind aber einfach auch ambivalente Gefühle dabei, weil für mich ist das, für mich persönlich, für mein Weiterarbeiten im Film, ist es sehr wertvoll und es ist auch Preisgeld, es ist real, etwas, wo es mir gibt. Und gleichzeitig ist auf Seite der Protagonistinnen sind die Lebensrealitäten immer noch prekär. 2 von ihnen haben bis heute keinen legalen Aufenthaltsstatus in der Schweiz. Und sozusagen, ja, die Gleichzeitigkeit finde ich nicht ganz einfach auszuhalten. Also wir verhandeln das auch in einem geheizten Radiostudio. Wir sind an der Wärme, haben beide genug zu essen, genug zu trinken, müssen nicht bangen darum, dass wir nicht da bleiben und so meinst du es? Ja, und es läuft parallel jetzt die Auswertung von dem Film und aber auch die weitere juristische Arbeit von der Anwältin von 2 von den Asylsuchenden, damit sie können
Gehör bekommen, damit das Gericht endlich entscheidet, damit ein Härtefallgesuch kann gemacht werden, Referenzschreiben gesammelt werden. Also es geht einfach ganz real im Alltag weiter. Sie leben unter sehr schwierigen Bedingungen, sie haben wenig Recht, sie warten seit ewig, also teilweise Jahre in dieser Unsicherheit. Und das ist eine seltsame Parallele, die man irgendwie aushalten muss. Und ich habe einfach jetzt das wie probiert, mit der Protagonistin auch anzusprechen. Ich bin mit allen 4 im Kontakt, dass sie nicht irgendwie das Gefühl haben. Sie ist gekommen, hat uns befragt, macht den Grossfilm, kommt der Preis sagen ja. Und wir sind wieder weg. Ja, also und dort ist mir einfach der Austausch ganz wichtig, dass ja nicht so ein Gefühl entsteht von «wir sind ausgenutzt worden und jetzt feiern sie ihren Erfolg», sondern dass das wichtig ist, dass der Film gibt es nur dank dem, dass all die Beteiligten mitgemacht haben, sich bereit sind, sich so zu zeigen. Das hat extrem viel Mut gebraucht von allen 8 Protagonistinnen, also auch von Seiten vom SEM. Von den Leuten, die Befragungen haben gemacht. Ja, und das rechne ich allen extrem hoch an. Also ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Du hast gesagt, das ist dein erster Langfilm. Du hast Film studiert in Zürich und in Genf. Wieso eigentlich Film? Wenn ich das noch wüsste. Ich habe als Maturaarbeit ein Theater machen und keine Bühne gefunden, wo ich dort das Theater machen konnte. Und dann habe ich dort einen Film gemacht. Habe ich eine Kamera geschenkt bekommen. Und das hat mir auch Spass gemacht. Am Anfang wollte ich Kamerafrau werden. Nachher bin ich in das Filmstudium reingekommen. Und unterdessen finde ich einfach, das ist ein grossartiges Medium. Also Dokumentarfilm machen ist so eine schöne Arbeit. Es ist ein riesiges Privileg. Man darf ganz viele Fragen stellen, man bekommt Antworten, man darf sich Zeit nehmen für Recherchen. Es ist auf allen Ebenen einfach ein grosses Vergnügen. Aber es ist auch, kann auch aufreibend sein und streng. Und wenn man sagt Dokumentarfilm, dann tönt das so im Hehren und Edlen mit dokumentiert. Also man bildet nur ab, man zeigt. Aber du schüttelst den Kopf, man inszeniert ja irgendwie auch auf eine Art und Weise Realität. Weil es ist ja nie, wir führen ja jetzt auch ein Gespräch, das aufgezeichnet wird und ausgestrahlt wird. Es wäre vielleicht auch was anderes, wenn niemand zuhören würde. Wie gehst du um mit dem? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ich mir das bewusst bin. Dass wenn ich nur schon mit der Themenwahl nachher also alle Entscheidungen, die man trifft, lenken die Art und Weise, wie man das Thema anschaut und was man für eine Haltung, für eine Meinung dazu entwickelt. Und ich glaube, dort ist es einfach wichtig, dass man das weiss, während man es macht und nie das Gefühl hat, ich mache einen objektiven Bericht über etwas. Das ist nicht möglich, glaube ich. Also Objektivität in diesem Sinn ist nicht möglich? Das ist eine riesige Frage. Das ist eine riesige Diskussion im Dokumentarfilm. Ja. Wie gehst du um mit der? Also jetzt ganz konkret im Film, die Anhörung ist ganz wichtig, sie transparent zu machen, dass es ein nachgestelltes Setting ist, dass wir nicht die realen Asylanhörigen gefilmt haben, auch weil ich das nicht zumutbar fände. Also die wirklich jetzt in diesem Prozess sind? Genau, sondern wir haben es mit Beteiligten gemacht, die alle die Rollen, die sie einnehmen im Film, haben im echten Leben oder haben im echten Leben und machen das für den Film nochmal. Dort ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass im Film ist nichts geschrieben. Also wir hatten kein Skript oder so, sondern es war einfach so, dass alle Leute sind mit diesen Vorinformationen in die Reihe gegangen, wie sie es in der Realität hätten. Und ab dem Moment, wo wir aber gesagt haben, die Kamera läuft, habe ich keine Regieanweisungen mehr gegeben. Es hat es nie gegeben, dass ich gesagt habe, könntest du bitte das nochmal sagen oder so, sondern wir haben mit 3 Kameras gefilmt. Und die Asylanhörung ist so abgelaufen, wie sie im echten Leben würde ablaufen. Also auch von Seiten der SEM-Mitarbeiterinnen, die Fragen gestellt haben, die haben vorgegeben, wann gibt es eine Pause, wie lange geht die Pause. Also das ist wichtig für die Authentizität des Moments, dass die Rhythmen, dass das alles so ist wie in echt. Und ich habe von allen Protagonistinnen auch zurückgemeldet bekommen, dass es sich sehr echt angefühlt hat. Man spürt es auch sehr stark, man geht mit, man leidet mit, man denkt mit. Es gibt ganz viele Situationen, wo man auch recht gefordert ist als Betrachterin, als Betrachter. Wann ist dir bewusst worden, dass das funktioniert? Oder anders gefragt, Zweifel? Also ich hatte grosse Zweifel, sozusagen, ob das funktioniert, wenn man da jetzt... Wir haben eigentlich nur zeigt und zulässt? Ja.
Was ich sicher von Anfang an mir sehr wichtig war, ist eben die Reduktion, also dass man nicht noch irgendwie dann dokumentarisch begleitend den Alltag der Asylsuchenden filmt oder so, sondern dass man einen Film macht über unser Asyl, also innerhalb von dem System mit dem Fokus auf die Anhörigen und sozusagen ganz eben kammerstückmäßig dort auch das Klaustrophobische aufnimmt, dass man kann nicht aus dem bürokratischen Apparat raus, also als suchende Person, du bist gezwungen, dort das durchzugehen und dass das der Film auch übernimmt, sozusagen die Enge. Und ob das funktioniert, bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich glaube, der Moment, wo ich gemerkt habe, dass es funktioniert, war, wo wir die Büroräumlichkeiten schon gemietet hatten. Also das muss man vielleicht auch vorausschicken, es ist ein richtig stieres Bürosetting mit dem Spannteppich und mit schmucklosen Wänden und mit diesen Pultchen und Tischen, da merkt man, das kann irgendwo sein. Ja. Also es war auch wichtig, die Suche zusammen mit dem Kameramann Ramon Giger, was wählen wir für Räume. Und wo wir das Gebäude gefunden haben wir uns gefreut, weil es irgendwie auch visuell etwas hergibt. Es hat so Betonpfeiler zwischen den Fenstern, die irgendwie auch nochmal visuell interessant sind. Und ich also mega langweilig. Langweilig und gleichzeitig aber sprechend. Also gerade für Bürokratie finde ich, es ist sozusagen, das Gebäude ist mit der Protagonistin geworden. Auch dank dem, wie der Ramon das gefilmt hat. Und wir haben dann am Anfang eine Begehung gemacht mit allen Beteiligten. Also wir sind mit allen einzelnen Tagen in dem Gebäude gewesen und haben darüber geredet, wie wäre das eingerichtet, wenn das Sim wäre. Wie fühlt es sich an, wieder in diesen Räumen zu sein. Und dort sind bei allen Emotionen aufgekommen, einfach durch die Behauptung. Das ist der Ort. Ja. Und hier machen wir so, und Neudeutsch, ein Reenactment von dieser Situation. Und dort habe ich sehr gestaunt, also wie beklemmend das für die Asylsuchenden war, wie auch die SEM-Mitarbeitenden gesagt haben, doch, das könnte ein SEM-Haus sein. Und dort habe ich echt Vertrauen gefasst, dass das wird funktionieren, auch weil alle so ernsthaft und konzentriert sich eingeladen haben auf das Experiment. Und die Kameras sind so schnell vergessen gegangen, André selber. Also, ich meine, das war ein Raum, die Büros im Film sind ein bisschen grösser als sie in echt sind, auch weil wir Platz gebraucht haben für die Kameras und Ton und uns hinter dem Monitor. Und das ist aber, die Protagonistinnen haben eigentlich gefühlt nach einer Minute sind die in dieser Anhörung und mit echten Emotionen und voller Hingabe. Also erstaunlich, auch für mich überraschend. Also leicht hast du es nicht gemacht. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, die sich stellt, hat es Momente gegeben, wo dich jemand hat versucht zu vereinnahmen? Also, eben, du bist engagiert, Solinetz und so weiter, das könnte die eine Seite sein. Oder Sam, der sagt, nur unter diesen Voraussetzungen sind wir bereit. Oder dass du sagst, es ist irgendwie, ich positioniere mich auf irgendeine Art und Weise hier. Das ist ja, könnte ich mir auch als recht streng vorstellen, wenn man so einen Film macht. Hat es das gegeben? Es hat sicher immer wieder mit ganz verschiedenen Leuten Gespräche gegeben, die ich verteidigen musste. Oder also, dass ich den Film so machen will, wie ich den machen will und dabei bleiben. Man macht einen langen Weg, bis so ein Film realisiert werden kann. Und man muss Kompromisse machen? Man muss, ja. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe bei diesem Film wirklich nicht so viel Kompromisse machen müssen, auch dank der Eva Vitja und der Mauritius Drucks, Produzentinnen vom Film, wo mich extrem unterstützt haben und gleichzeitig Freiheiten gegeben und Vertrauen hatten, dass das irgendwie eben auch in diesem vermeintlich unfilmischen Setting mit dieser Reduktion kann funktionieren. Und nachher mit der Ruth Schläpfer, die im Schnitt einfach so darauf gepocht hat, dass wir ganz genau sein müssen in dem, was in dem Film ist und was nicht. Es war extreme Denkarbeit. Es war eher soziologische Überlegungen als technische Schnittarbeit. Also weglassen, genau, ja. Zulassen, weglassen. Und dann also das ganze Team und Martina Berter mit der Musik, wie das alles zusammengekommen ist, sozusagen die Konzentration und das Vertrauen, das ganze Team hatte, in die Reduktion, in das, dass man mag zuhören, dass es einem interessiert, wenn man näher an den Menschen ist, das hätte ich auch nicht mehr so erträumt am Anfang. Wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch. Ich
habe mir überlegt, du bist jetzt seit etwa 3,5 Monaten Mutter, hast eine Tochter. Wenn wir jetzt die Zeit vorwärts spulen, wenn deine Tochter 20 ist, was denkst du, was wird sie für eine Situation antreffen in unserem Land, was das Thema anbelangt, wie Menschen hier leben, woher sie kommen und wie sie können hier leben? Also ich habe grosse Befürchtungen und aber hoffentlich auch Wünsche. Ja. Also ich hoffe, dass irgendwie Diversität selbstverständlicher ist, dass es klar ist, dass Menschen, die hier leben, die gleichen Rechte haben müssen wie Menschen, die hier zufällig geboren sind. Und dass ganz viele Verschärfungen, die in den letzten Jahren gekommen sind, dass die rückgängig gemacht werden, dass wir angemessene Instrumente haben, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, da zu leben, da zu wohnen, da zu arbeiten, so wie sie es wollen. Also sozusagen so menschenwürdig. Menschenwürdig und so, dass es für alle wertvoll ist. Also anerkennen, dass es bereichernd ist, wenn wir divers sind, wenn Leute von unterschiedlichen Orten da miteinander leben wollen. Und dass die Erstarkung der Rechte, dass das wieder zurückgeht. Ich finde es extrem unheimlich, was alles salonfähig ist, unterdessen zum Sagen. Also, dass man kann sagen, dass eine Flüchtlingskonvention vielleicht aufgegründet werden sollte, das finde ich ist eine Grenzüberschreitung. Sondergleichen, so etwas darf nicht öffentlich gesagt werden. Ja, ich hoffe, dass das zurückgeht. Mhm. Und du hast jetzt quasi Diversität vorangetrieben oder ins Gespräch gebracht. Das ist ja etwas, wo häufig redet man ja eigentlich auch nur von den negativen Aspekten. Dann sagt, du hast eine Belastung oder ein Bittsteller oder was auch immer. Also dass man vielleicht eigentlich auch noch betont, sind ja Menschen, die wie wir auch Menschen sind, die vielleicht einen Beitrag könnten leisten zu unserem Leben und wie wir auch einen leisten. Ja, mich verwundert es, dass das nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dass Menschen sich einfach menschlich begegnen, menschenwürdige Umstände schaffen fürs Zusammenleben. Mhm. Und ich bin überzeugt, auch wenn es kitschig tönt, dass Begegnungen dass gut sind gegen Vorurteile. Es ist auch so, dass dort, wo Asylunterkünfte sind und Leute in Kontakt kommen miteinander, dass dort anders abgestimmt wird, weil die Ängste werden aufgrund von Unwissen auch geschürt. Und ich glaube, wenn man mehr Orte schafft, wo man sich kennenlernt, wo man in Austausch kommt, dass man sich anders anschaut. Mhm. Also lass die Bubble platzen, sozusagen. Ja, unbedingt. Könnte man so sagen. Ja. Okay, herzlichen Dank für deinen Besuch und weiterhin alles Gute mit die Anhörung und allem, was folgt. Wir sind gespannt auf nächste Filme von dir. Dankeschön, Lisa Gehrig. Danke vielmals dir. Das war der Fokus mit der Lisa Gehrig, Filmemacherin. Fokus könnt ihr nachhören, weiterempfehlen unter srf.ch oder dort überall, wo ihr Podcasts findet. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch eine gute Zeit. S'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète, on sera acteur de la paix. S'il faut, vos discours sont si faux. Ouais, si faux, qu'on a fini par s'y faire. Mais c'est fini. Le verre est plein. En bas écrit. Ces familles, plein de chagrin, la voix qui prie pour un meilleur destin. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté. La liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, la liberté.
ont dit bon débarras. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne, que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne, là-bas il n'y a que le peuple. Che Guevara ma top, emmenez-moi là-bas. J'écris ça un soir, pour un nouveau matin. Oui, j'écris pour y croire, l'avenir est incertain. Oui, j'écris car nous sommes main dans la main. Moi j'écris car nous sommes la génération dorée. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. SRF 3 Fokus Podcast. Alle Tags auf srf.ch/audio.